Herzlich willkommen zu Buff Crit Loot, einem Gaming News Podcast von brack.ch mit mir, der Steffi, und dem Nico. Hallo zusammen. Nico. Und ja, es ist natürlich der allerbeste Podcast, weit und breit auf Spotify. Nein, das stimmt nicht ganz. Der, den ich privat führe, ist viel besser. Aber sagen wir so, es ist der beste Gaming News Podcast hier auf Spotify. Okay. Und wir haben auch heute wieder sehr spannende Themen für euch parat. Wir haben eine Win-der-Woche, unser neues Format, das wir jetzt eingeführt haben, beziehungsweise es ist immer entweder ein Win- oder ein Fail der Woche. Und zwar ist das mal etwas über die SEL, also die Swiss Esports League. Und natürlich wollen wir euch ganz gut und genau über die Fantasy Basel informieren. Die findet ja bereits in weniger als 2 Wochen statt, also übernächstes Wochenende. Wir haben 2 kleinere Themen für euch. Eines geht es um Cloud Gaming und das andere ist ein Twitter-Rekord. Und dann gehen wir ganz kurz auf Dune ein, also beziehungsweise ein neues Open-World-Survival-Spiel von Dune, also etwas komplett Neues, nicht das, was es schon gibt. Und We Were Here Forever, nicht Together, sondern Forever. Das sind unsere Buff-Themen. Crit ist ein bisschen kurz ausgefallen, das Mal, da haben wir genau etwas. Und zwar geht es um Starfield, mal wieder einmal im Crit-Bereich. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Loot für euch. Und damit herzlich willkommen und lasst die Spiele beginnen. Yes. Also, es sieht so aus. Babos Gaming hat gewonnen, und zwar der SEL CSGO Spring Series. Sie haben sich unglaublich einen Namen gemacht, weil sie nämlich nach kurzer Zeit wieder können, oder nach langer Zeit wieder können Win einfahren. Ich glaube, nach längerem, ich glaube 6 Jahren oder so. Also seit es gibt, haben sie, glaube ich, in CS noch nie gewonnen. Kann das sein, SEL? Das ist richtig, ja. Also es hat, wie gesagt, es ist eigentlich ein historisches Erlebnis für Babos Gaming. Und es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass eine Mannschaft hat müssen absagen wegen einem, so wie es aussieht, Corona-Vorfall. Aber sie haben sich nichtsdestotrotz durch das Losers Bracket durchgekämpft. Also sie sind nämlich zuerst ins Losers Bracket gegangen, haben aber dort nachher gewonnen und haben im Finale nachher My Insanity, wo ja wirklich nicht, wirklich nicht schlecht sind, besiegt mit einem eindrücklichen 2-0-Sieg im CSGO. Und wir gratulieren Babos Gaming sehr herzlich. GG an dieser Stelle. Wirklich super gemacht, Jungs. Und auf jeden Fall beim nächsten Mal könnt ihr dabei sein. Also ihr könnt die SL eigentlich immer verfolgen, online und auf Twitch verfolgen. Ist immer sehr spannend, es sind immer coole Teams dabei von der ganzen Schweiz. Und ich habe das Gefühl, und ich denke, wir werden Babos Gaming noch mehr sehen jetzt auf den oberen Rängen, weil sie haben jetzt das mal wirklich bewiesen, dass sie sehr gut aufgestellt sind. Jetzt haben sie vor allem Blut geleckt, jetzt wollen sie noch öfters gewinnen. Also Ja, beziehungsweise das SEL Champions werden. Und ich meine, sie sind ja wirklich schon sehr, sehr lange dabei und Babos ist ja ich würde sagen, eine von diesen Organisationen in der Schweizer E-Sport-Szene, wo man auch wirklich mit Abstand kann, am ernstesten nehmen, sage ich jetzt mal. Es gibt schon sehr lange, sie sind sehr konstant eigentlich. Und vom Losers Bracket aus, das Finale noch zu gewinnen, ist schon immer eine rechte Leistung, wo man dann gleich auch muss sehen, dass das meistens die Teams sind, die dann 1 oder 2 Matches mehr müssen, also meistens ein Match mehr müssen spielen als die direkt ins Winner Bracket kommen. Von dem her ist es sicher eine Leistung, ja. Not bad, Jungs. Fall. Not bad. Not bad. Yes. Und das sagt eine ehemalige E-Sportlerin. Steffi hat ja auch mal E-Sports gespielt. Ja gut, nicht auf diesem Niveau, aber okay. Und sie weiss ja, wie das sich anfühlt, wenn man unter diesem Druck muss spielen. Von dem her nehmt das Kompliment an von der ehemaligen Ciel Bleu Noir. Scheiße. Alter. Du laberst in der Scheissdreck. Das ist unglaublich. Es tut mir leid. Nicht normal. Aber ja. Aber es ist lustig. Durchaus. Ich glaube, wir werden den Babos Gaming sogar, wenn es mir recht ist, an der Fantasy Basel mal noch sehen. Vielleicht kommen sie ja bei uns beim Stand vorbei. Wir sind nämlich auch dort mit unserem eigenen Stand in Halle 2.0.
Wir haben Stand Nummer 160 und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Das ist jetzt bei uns schon mehrere Monate der Vorbereitung und jetzt können wir euch endlich mal ein bisschen etwas darüber erzählen. Hat ja jetzt genug lang gedauert, wo wir darauf haben müssen planen, dass endlich mal wieder eine normale Fantasy Basel stattfindet. Ich meine, wann hat das letzte Mal eine Gaming-Messe unter normalen Umständen stattgefunden? Ich glaube, das war 2019 gewesen. 2019, ja, ganz genau. Das ist sicher, also für mich das letzte, was ich mich erinnere, ist Hero Fest 2019. Ganz cooles Fest auch gewesen für mich dann, wo ich die Leute von Brack habe gesehen am Fest und habe gewusst, oh, ich fange gleich bei ihnen an zu arbeiten und ich habe schon dann gewusst, hey, das ist eine super coole Truppe und ich bin nicht falsch gewesen. Immer noch eine super coole Truppe. Das Gaming-Team von Brack.ch. Grüße gehen raus. Ja, natürlich. Wir sind die Geilsten von der ganzen Firma, sind wir ehrlich. Also, wir sind die chilligsten und also, wenn ihr vorbeikommt, unbedingt Hallo sagen. Wir beißen euch nicht, don't worry. Der Nico muss vielleicht zuerst sich abziehen, hätte ich fast gesagt, mit seinem ganzen Körperanzug, den er anlegen will. Ja, genau. Also, ich habe mir überlegt, Ganzkörper-Onesie anzulegen, dass ich wenigstens ein bisschen Cosplay-mäßig unterwegs bin. Ich bin noch am entscheiden, ob Deadpool oder Spider-Man. Aber Deadpool wäre auch lustig, weil ich... Du, wir sind 3 Tage dort. Prachtpool! Oh Mann. Du kannst ihn nicht auch Pracht.ch-Man nennen, wenn du willst. Ich kann mich auch nicht Deadpool.ch oder so. Nein, aber... ja, auf jeden Fall... Ich würde mir es noch überlegen. Wir werden... Wie gesagt, Halle 2.0 am Stand 160 sein. Ich glaube sogar, das ist relativ nah also es ist, glaube ich, vor allem im Erdgeschoss und es ist in der Nähe vom Foodstand in der Mitte. Für uns hat es so einen runden Platz. Und dort sind doch die ganzen Foodstände. Und wir sind recht dort so in der Nähe, so im Durchgang. Also, ihr könnt uns fast nicht verfehlen, Leute. Also, wenn ihr einfach an uns vorbeilauft und uns ignoriert, dann werden wir pisst. Und dann verfolgen wir euch in euren Albträumen, wir schwören. Also wir merken das natürlich wirklich, wenn ihr einfach uns vorbeilauft. Wir sehen alles. Ja. Wir spüren das. Unser Herz blutet. Wir haben so einen Eye-Tracker installiert, der uns genau zeigt, ob ihr her schaut oder nicht. Genau. Und dann müsst ihr dann bei der Steffi auch einfach aufpassen. Der ist einfach immer aktiviert. Also aufpassen, wo ihr her schaut. Auf jeden Fall, Halle 2.0 Stand 160, wie ich schon mal gesagt habe. Und ich auch schon mal. Wir müssen es ein bisschen spammen. Die Leute müssen kommen, wir brauchen sie. Wir haben das Glücksrad wieder mit ganz geilen Preisen, mit heissen Preisen. Oh, sie sind hure nice. Es sind sehr, sehr nice Preise. Also ich drehe auch den, wenn niemand schaut, selber mal ein bisschen am Rad. Du traust die ganze Zeit am Rad und ich meine jetzt nicht das Glücksrad. Ich weiss, der Pan war schon intended, Steffi. Gut. Ich habe doch vorher schon gesagt, ich bin nicht lustig. Also uns als Comedy-Duo kannst du nur mal aufstellen, wenn es... Nein, das sage ich jetzt gescheiter nicht, weil sonst werden wir noch gebannt. Ja, das ist... Es geht hier schon wieder los. Mensch, muss ich wieder auf 18 stellen? Nein, wir lösen jetzt mal. Vielleicht schaffen wir es. Ich glaube es, ich hoffe es. Also auf jeden Fall, es wird ein Fotobooth geben, wo ihr euch mit der Steffi oder allein könnt was? Warum mit mir? Nein, allein. Entschuldigung, wo ihr euch allein könnt ablichten. Wenn der Nico lieb Fragen stellt, er vielleicht sogar her mit seinem masseligen Körper. Er macht das auch natürlich ein bisschen flexen. Und immerhin kommt er ja auch mit dem halben Cosplay. Okay, gut. Haben wir das so geklärt? Er läuft gerade an. Ganz eingeschüchtert. Okay, alles gut. Es hat noch einen Pop-Up-Store. Steffi, willst du schnell erklären, was das ist? Was ist der Pop-Up-Store? Ein Pop-Up-Store ist ein Store, der einfach abpoppt. Nein, es ist ein kleiner Shop vor Ort. Einfach ein klassischer Pop-Up-Store halt. Also nach ein paar Tagen ist ein Pop-Up-Store meistens wieder weg. Bei uns ist es halt bedingt auf die Fantasy Basel genau 3 Tage, wo er dort vor Ort aufgebaut ist. Wir werden einen kleinen Bereich haben, wo wir Sachen verkaufen, hauptsächlich Merch und sonst so ein bisschen fancy Schissel aus dem Gaming-Bereich. Und genau. Da könnt ihr direkt bei uns Sachen bestellen. Und was natürlich mein absoluter Highlight ist, wir werden vor Ort
eine Streaming-Ecke haben. Ich werde den ganzen Tag einfach nur am Streamen sein und ich feiere das. Ja, Also das würde ich schaltet auch auf feiern. jeden Fall, wenn ihr nicht an die Fantasy Basel kommt, schaltet auf jeden Fall auf Twitch ein, weil wir sind durchgehend live. Also fast durchgehend natürlich. Irgendwann muss ja mal essen und schlafen. Das heisst, Steffi hat sich dort einfach schön aus allen anderen Verpflichtungen rausgecheatet. Sie hockt jetzt eigentlich den ganzen Tag nur dort von diesem PC und streamt. Du Gamer, genau so ist es. Kann man- Ich habe es eben gut gemacht. Voilà. Steffi, wie wir sie kennen und lieben. Habe ich auf alles jeden richtig Fall- gemacht. Auf jeden Fall, genau. Wir werden eine Stream-Ecke haben, wo die schöne Dame zu meiner Linken hier wird streamen. Und ihr könnt natürlich wirklich sehr viel machen an unserem Stand. Also, ihr habt eben die Möglichkeit mit dem Glücksrad, ihr habt die Möglichkeit mit dem Fotobooth, ihr könnt den Store besuchen und ihr könnt sicher auch Steffi mal über die Schulter schauen beim Streamen. Es gibt nämlich einen Touch-and-Feel-Bereich, das habe ich noch fast vergessen. Also wir sind nicht dort, uns könnt ihr nicht antatschen. Ihr dürft mit uns reden, aber bitte nicht antatschen. Also, ja, ich weiss nicht, du stehst vielleicht drauf, I don't know, aber ich stehe weniger drauf, wenn man mich einfach so antatscht. Jetzt müssen wir schnell bremsen hier. Hallo? Was? Ja, ich weiss nicht, ich kenne deine Präferenzen diesbezüglich nicht, Nico. Aber wir haben einen Touch-and-Feel-Bereich, der nicht uns betrifft, sondern ein paar Produkte. Also wir haben Tastaturen, Mäuse, Headsets und so weiter, die ihr könnt austesten könnt. Falls ihr schon immer mal schauen, wie das Zeug funktioniert und tut und sich anfühlt und wie so die Eingabe-Dings ist, wie sagt man, Pace, I don't know. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das Ihr könnt auch mal Sachen austesten. Nicht uns, wie gesagt, nur Peripherie. Also, kommen wir doch in dem Fall bei uns in den Touch-and-Feel-Bereich, die Steffi austesten, Peripherie austesten und Prax.ch an der Fantasy, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Oh ja. Unser Stand wird echt der beste für die ganze Farbe, sagen ich jetzt schon. Das wird wirklich der beste, habe ich auch das Gefühl. Und ich glaube, ihr werdet auch nicht mehr weggehen und irgendwie am Schluss möchtet ihr selber ein Teil vom Gaming-Team werden. Was natürlich nicht möglich ist, da braucht es ein grosses Verfahren. Zu meinen unter anderem... Jetzt kommen nur die Besten in unser Team. Genau. Nur die Harten kommen in den Garten. Oder so. So ein Street-Ninja-Test, wo man ganze Parkours muss absolvieren muss. Und nachher muss man auch noch fließend Elbisch und Parcel reden. Also auf jeden Fall sehr... Du hast Klingonisch vergessen. Klingonisch habe ich vergessen, tut mir leid. Ja. Ja, Steffi, ich würde sagen, wenn wir gerade schon bei dem ganzen Streaming sind, oder? Von der Streaming-Ecke, die wir aufstellen, Ja, dann gehen wir ja. doch gerade in ein weiteres Streaming-Thema rein. Was meinst du? Absolut, bin Und ich auch der zwar, Meinung. Es geht um Xbox Cloud Gaming Streaming. Hätte ich fast gesagt, Cloud Gaming Streaming. Cloud Gaming. Streaming. Streaming, Okay, Streaming nice. for Cloud Games. Irgend so etwas. Auf jeden Fall, yes, mega coole News auch. Also es soll anscheinend geben, es ist jetzt ohne Datum announced worden, aber es ist anscheinend tatsächlich so weit, dass Samsung Fernsehs neuerdings jetzt eine App schon drauf haben, installiert haben, oder man kann zumindest installieren, wo Xbox, also man kann die Xbox Gaming App installieren, sagen wir es so. Und was natürlich mega cool ist, weil die Xbox Gaming App ist mega nice und wenn man die direkt auf dem Fernseher hat und dann von dort aus mit dem Fernseher einfach kann zocken, ist das richtig, richtig nice. Und don't worry, falls du keinen Samsung-Fernseher hast, weil es wird auch etwas in einem Streaming-Stick geben und der ist dann kompatibel mit fast allen anderen Fernsehs und dann könnt ihr so Xbox Game Pass Games spielen. Ja. Also, wenn ihr einen Xbox Game Pass habt, dann haltet die Augen offen. Und wenn ihr keinen habt, brack.ch im Shop verkauft Xbox Game Pass. Wir haben Xbox Game Pass auf jeden Fall. Genau. Und wir haben ja schon mehrmals erwähnt, dass das sicher auch ein Angebot ist, wo man Werbung dafür machen kann, weil der Xbox Game Pass ist meiner Meinung nach etwas, wo Investition wert ist. Ja, und vor allem, wir brauchen ihn ja auch ständig selber. Also wenn wir hier live streamen auf Twitch, dann brauchen wir ja auch ständig den Xbox Game Pass. Also fast alle Games, die ich streame, tue ich vom Xbox Game Pass abladen. Von dem her, es lohnt sich wirklich. Es ist echt geil.
Genau, es lohnt sich. Aber mehr muss man dazu nicht sagen. Nein, einfach ganz eine kurze News diesbezüglich. Und dann haben wir mehr so eine Fun-News noch. Und zwar geht es um einen neuen Twitter-Rekord. Und nein, ausnahmsweise mal reden wir nicht von Elon Musk, sondern es geht darum, dass Rockstar Games einen neuen Rekord aufgestellt hat. Und zwar geht es darum, um einen meistgeliktesten Gaming-Tweet. Und da war ganz, ganz lange an erster Stelle der Tweet von Sony, wo sie haben, angekündigt, dass Dings verschoben wird. Das war das. Das ist eine gute Frage. Das PS5-Event. Das PS5-Event. Ja, genau. Und da hat es über 500.000 Likes gehabt. Und jetzt ist einfach ein Tweet von Rockstars gekommen. Und zwar, wer hat es gedacht, mit der Ankündigung von GTA 6 mit über 600.000 Likes. Und das ist aber schon recht sick. Ich hätte auch gerne mal 600.000 Likes auf einen Tweet von mir. Hey, holy shit. Mir sind Likes nicht so wichtig. Aber ja, auf jeden Fall. GTA 6 ist natürlich eine riesige Ankündigung. Ich meine, ja, gut, da sieht man wieder, wie Omnipräsenz generell GTA in den Köpfen der Gamer ist. Gell? Das ist Wahnsinn. Hast du das nie gesehen? Es gibt doch so einen Clip von so einer deutschen Talkshow oder so, wo einfach randomly so ein Gast reinstürmt und nachher einfach so randomly zum Moderator herstürmt und der Moderator fragt so, was ist los? Was machst du hier? Und so, ja, und dann schaut er so in die Kamera einfach mal fragen, wenn endlich GTA 6 rauskommt. Und es hat einfach nichts mit der ganzen Oh mein Gott! Er hat einfach rausgeschossen. Aber es ist so geil. Oh, I love it! Oh, ich wünschte, ich würde so etwas in echt mal sehen. Das wäre auch geil. Hey, weißt du, wie lustig? Ja, voll. Einfach so eine Sendung, so eine Fernsehshow und dann kommt einfach einer. Dann kommt GTA 6 raus. Ja, voll. Nice, I love it. I love it. Wurde gut. Oh yeah. Yes. Ja, das waren unsere kurzen Themen, die wir anschneiden wollten. Jetzt haben wir ein ausführlicheres Thema. Es geht nämlich um ein Game. Und zwar um ein Open-World Survival Game zu Dune. Und nein, es war nicht das Dune-Spiel, das erst gerade erschienen. Wann ist es? Vor 3-4 Wochen oder so? Ja, das stimmt. Genau, es ist ein neues Dune rausgekommen vor kurzer Zeit. Und zwar ist das ein Game, das mehr so ein Aufbauspiel war. Ich glaube, auch von den gleichen Entwicklern habe ich heute gehört, wie Northgard. Das sind die gleichen Entwickler, glaube ich. Und das macht es ja schon mal sehr interessant. Ich habe das nicht gewusst, ich habe Northgard sehr gerne gespielt. Northgard ist super, ja. Das kann echt so super. Ja. Darum werde ich vielleicht gleich noch einen Look werfen auf das Game, das sie rausgebracht haben. Jetzt geht Dune Spice Wars. Genau, Spice Wars hat es. Genau, ja, Spice Wars war es. Und ich glaube, irgendwann in der Zeit werde ich mir das holen. Wenn es im Sale ist oder so, dann schaue ich mir das noch an, weil eben Northgard-Entwickler sind halt Bombe. Jetzt zu dem neuen Dune. Es ist so, es ist noch nicht so viel bekannt. Das erste, was man jetzt veröffentlicht hat oder was man gesehen hat, sind 2 Illustrationen. Und zwar das eine ist eine Illustration von einem sehr raumschiffmäßig aussehenden Fahrzeug, das in einer Garage oder in einem Hangar steht. Und gegen außen sieht man den schönen Himmel vom Planet Dune, hätte ich fast gesagt, mit 2 Monden und einer Sonne. Und es sieht mega nice aus, hat eine stimmige Atmosphäre, schon nur das Bild. Und das zweite Bild ist so eine hügelige Landschaft, wo der eine Hügel aussieht wie ein Tor und hinten dran ist Nebel. Und in diesem Tor steht eine einzelne Person, vielleicht ist es die Hauptperson oder nicht, aber auch sehr ein stimmiges Bild. Ich freue mich unglaublich auf das Spiel, es klingt mega gut. Ich hoffe, ihr wisst doch ein bisschen, von was wir reden, wenn wir von Dune reden. Dune ist ja der Film. Ist das eine Serie? Nein, ist ein Film gewesen. Ursprünglich ein Film. Ursprünglich. Entschuldigung. Ja, ich meinte, das war jetzt vor kurzem rausgekommen. Ja, nein. Nein, also es ist wirklich ein Film aus den 80er, sogar, glaube ich. Ist das sogar ein Buch?
Und das Buch ist vorausgegangen auf jeden Fall, Ja. aber der Film hat natürlich die Welt recht bewegt, oder? Und hat, ich habe den erst gerade geschaut, den kannst du dir fast nicht mehr geben, muss ich Der ehrlich gesagt Alte, sagen. ich wollte sagen, oh mein Gott, kannst du es überhaupt noch Ja, anschauen, so aus den 80er Jahren? Vor allem, ich kann mir vorstellen, das ist ja ein Film, der nicht wenig Special Effects hat. ja, aber für das sind sie noch gut. Also Okay, manchmal habe ich wirklich interessant. noch müssen sagen, für das sind sie gar nicht so schlecht. Ähm, auf jeden Fall, dass wir nicht zu fest abschweifen, Dune ist eine das hat schon eine lange Geschichte und ist es etwas, was die Kenner alle feiern, aber das Konzept an sich ist halt sehr gut, um einfach auch ein Videogame daraus zu machen. Weil sie sind auf diesem Wüstenplanet, und das ist klar, es ist ein Wüstenplanet, es gibt nicht viel Ressourcen, es gibt nicht viele Möglichkeiten, normal zu atmen, normal zu leben. Die Leute haben spezielle Anzüge, die gefüllt sind mit Wasser oder auch Sauerstoff, die ihnen helfen zu überleben auf dieser Planetenfläche. Also kann man sich auch schon ausmalen, wie das wird sein. Der ganze Survival-Aspekt heisst auch, dass man dann nachher so eine Rüstung wird bekommen, wo man ständig muss modifizieren, wo man ständig muss gehen, auffüllen und wieder parat machen, um das nächste Wüstenabenteuer zu erleben. Eben der Survival-Aspekt ist sicher drin. Es wird Open World sein, das weiß man schon. Ähm, Hm. und es wird auch, also es wird auch jetzt noch gerade nicht im 2020 rauskommen, es wird auch Was? 20 vor allem, Mitte, willkommen im Jahr 2022, Nico. 2022, Entschuldigung. Es tut mir leid, Ja, falls ich dich jetzt geschockt habe damit, aber vielleicht hast du einfach 2 Jahre nicht. Ich bin jetzt schnell zurück in die Zeit. Nein, auf jeden Fall, es wird auch 2023, wenn es rauskommt. Mindestens, meinst du nicht? Ende 2023 oder Anfang 2024 wird spekuliert. Auf jeden Fall, es ist das most ambitious project yet, hat Ja, gut, das der haben die. Entwickler gesagt. Das hat Aber- Dings auch schon gesagt, CD Projekt Red, was um Cyberpunk ist gegangen. Und Riot Games hat das auch schon Steffi. gesagt, was um ein neues League of Legends RPG ist gegangen. Das sagen noch viel. Ich glaube es erst, wenn es so weit ist. Ja, der sieht, Steffi spütelt von diesen vergangenen Yes-Sayers und dann Leute machen. Ja. Auf jeden Fall ist das Entwicklerteam, und das ist interessant von diesem Game, ist das gleiche Entwicklerteam wie das von Conan Exiles und auch vom anderen Conan-Game, wo wir jetzt nicht in den Sinn kommen, es gibt ja 2, wo beides auch Open Worlds sind, die recht gut laufen für die Leute, die es spielen. Also Conan Exiles weiss ich, dass es immer noch von vielen Leuten gespielt wird und gefeiert wird für das, was es ist. Darum sind sicher Leute dahinter, die ihr Handwerk verstehen. Also wir schauen dort auf etwas, das ultra interessant tönt und ultra cool könnte werden. Dune als Open World Survival Spiel, ich freue mich drauf. Und würde somit gerade weitergeben auf etwas, wo Nein, Moment. Wenn du das so erzählst, dann kommen mir so 2 Games, zwei Games schleichen sich da in meinen Kopf, in meine Gedanken. Einerseits, glaube ich, wie heißt Surviving Mars. Und das andere ist, wie heisst es? No Man's Sky. Und irgendwie kommt mir da so eine Kombination zwischen diesen beiden Games in den Sinn, wenn du das so erzählst, so wegen eben Wüstenplanet und Survival und Pipapo. Und das ist wirklich so, das erste Game war wirklich so Surviving Mars gewesen. Ja, also ich stimme dazu, auf eine Art und Weise stimme ich dir voll zu. Aber ist Surviving Mars, ich habe es nie gespielt, ist Surviving Mars aus der Ego-Perspektive? Also bist du Nein, es ist nicht aus der Ego. Darum ist ja so das zweite Game, so No Man's Sky. Wobei, ich glaube, No Man's Sky ist Ego-Perspektive. Ja, genau. Aber darum kommen mir die 2 Games so in den Sinn. Es ist so eine Kombination zwischen den beiden. Und Open World, halt wegen, eben, ich meine, es gibt Open Worlds und gibt No Man's Sky, so literally aus mehreren Open Worlds besteht. Also nicht nur mehreren, sondern aus unendlich vielen. Darum, wenn du mir erzählst, es wird so ambitious und ein noch nie vorhandenes Game sein, muss ich so denken, so, ein grösseres Open World als No Man's Sky? Schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt einfach, es wird das Most Ambitious, oder sie haben einfach gesagt, es wird das Most Ich, Ambitious ich Projekt von ihrem hoffe, Studio. okay, von ihrem Studio. Von ihrem Ach Studio, ja, ja. so. Ja, Nicht von. okay. Okay, Nein, ja, nein. nein, das Also ich finde es noch schön, revidiert. dass sie da nicht Superlative gerade auspacken. Nein, Also, sorry, ich finde das noch recht wichtig, weil das revidiert einiges. So, sie sagen most ambitious Game overall. Weißt du, muss ich sagen, ja, Moment mal, zügelt mal ein bisschen grösser, weil ja, aber, das ist dann ein grosser Klumpen Fleisch, oder da im Mund hat, hätte ich gesehen. aber Steffi, du hast mir auch nicht, weißt du nicht mehr, du hast mir auch nicht fertig erzählt, du bist gerade rein und nachher habe ich auch gefunden, okay, jetzt lasse ich es mal und dann habe ich gemerkt, oh, Du hast okay. fertig geredet, weil du hast schon zu Mhm. meinem nächsten Thema überlegt, Nico, Das, hast nachher, ja, genau das stimmt, das gehört. stimmt. Ihr seht, heute verstehen wir uns wieder super gut. Dann- Auf jeden Fall, ja, wir können noch schnell darüber diskutieren. Es kann sehr gut sein, dass es eine Mischung wird aus No Man's Sky und Surviving Mars, wo es hat beide Aspekte auf jeden Fall drin. Und es ist auch auf einem Planet, wo man nicht so einfach überlebt. Ich weiß nicht, wie der Mars so ist. Ich glaube, auf dem Mars gibt es Wasser. Ähm, und dann kommt natürlich noch die ganze Spice-Geschichte dazu. In Dune ist es ja so, dass Spice ähm, ist wertvoller als Gold. Also das ist so die Ressource, die eigentlich alle danach streben und die kann Mhm. extrem teuer verkauft werden. Und darum gibt es immer Krieg dass man den Spice kann abbauen und dass man den Besitz bekommt über die Spice-Minen. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Game sicher um das geht, dass man eben die Spice Wars oder die Spice Kriege muss kämpfen und den verschiedenen Fraktionen kann beitreten etc. etc. Also Ich dann bin sehr gespannt, was das interessant. für ein Game wird, auf jeden Fall, ja. Das ist Ja. ja so. Was ich aber auch gespannt bin und was noch sehr viel näher ist als das neue Dune Open World Survival ist We Were Here Forever. Und We Were Here Forever ist der Nachfolger von We Were Here Together. Und wie es der Name so sagt, hey, lach nicht, das ist ein wunderbares Spiel. Ja, wunderbar, wunderbar. Ist das Indie-Game? Es gibt We Were Here, ist eine Serie, was schon ein bisschen länger ist. Es hat mehrere Games. Die meisten sind Singleplayer, aber We Were Here Together, das ist ein Co-op-Game. Du kannst das nur zu zweit spielen. Und es ist insofern geil, dass man wirklich das Game auf 2 separaten Monitoren muss spielen. Also mit 2 separaten PCs, mit 2 separaten Monitoren. Im Idealfall wenn du es wirklich richtig spielst, siehst du dem anderen nicht, also deinem Kooperationspartner, nicht auf einem Monitor. Und das zersaut wirklich den ganzen Spielspaß. Und es ist ein bisschen wie ein Escape Room aufgebaut. Also du bist noch immer gefangen und du musst ausbrechen und du musst dementsprechend halt ein Rätsel lösen. Aber ihr habt nur ein Walkie-Talkie als Kommunikationsmöglichkeit. Ihr seid aber in zwei ganz unterschiedlichen Räumen. Und jetzt müsst ihr einander helfen, Rätsel lösen. Und das, was ihr macht, hat Einfluss auf das, was der andere macht. Also beziehungsweise die Räume, wo ihr drinnen seid, sind immer so ein bisschen miteinander verbunden. Also eben das, was du machst, hat Einfluss auf die Raum. Das, was du machst, hat Einfluss auf den anderen Raum. Und es ist wirklich es ist ein fantastisches Koop-Spiel, wo halt Kommunikation aber wirklich muss stimmen. Wo wenn du nicht wenn du den anderen nicht verstehst oder etwas nicht gut kannst erklären oder halt einfach nicht schnallst, was der andere dir sagen will, dann kannst du einfach effektiv... Es kann sehr frustrierend sein. Aber es ist wirklich urcool. Und es schweißt so ein bisschen zusammen. Also sicher ein Game, das eigentlich sehr, sehr gut ist für Pärchen tatsächlich. Und We Were Here Together habe ich schon sehr cool gefunden. Und jetzt freue ich mich sehr auf We Were Here Forever. Auf einen Nachfolger, der erst, glaube ich, vor 2 Tagen ist rausgekommen. Okay, ja. Krass. Ja. Also ich kenne es, jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen, ich habe mal ein Let's Play geschaut. Glaube von, was ist das gewesen? Ich glaube von deutschen Streamer. Auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Und ich habe den Aspekt wirklich, also der Aspekt von der Rätsel ist ja wirklich, es ist ein höheres Niveau von der Rätsel, wo man hat. Sie sind nicht leicht. Du musst wirklich grübeln, musst wirklich ein bisschen nachdenken, musst auch eben zusammenarbeiten. Ich finde es ein cooles Konzept. Ich glaube, das erste hat im Winter gespielt, ziemlich. In der so in der Arktis. Schneelandschaft, in der Arktis, genau. Jetzt beim Neuen ist es auch so, dass es Castle Rock. Spielt. Genau, du erwachst irgendwo in einem Keller oder in einem Verlies von Castle Rock, nennt sich das Schloss.
Und du fragst natürlich, ja, wie bist du dorthin gekommen und wie kommst du wieder raus? Und ja, das könnte in der Tat sehr witzig werden. Wo, ich meine, klar, jetzt, seit We Were Here Together sind ja wieder ein paar Jahre vergangen. Und dementsprechend ja, sind sicher die Rätsel noch ein Stückchen innovativer geworden. Und ich bin wirklich gespannt, was da auf uns wartet. Das sieht wirklich und tönt wirklich sehr interessant. Aber ich habe das Gefühl, wenn du das schon mal mit jemandem gespielt hast, und das sind so die Games, die gehören glaube ich, so in die Sparte, wenn du a certain person hast, wo mit dir oder mit ihm das zusammen gespielt hast und nachher kommt der Teil 2 raus, du musst fast wie wieder mit der gleichen Person spielen. Ey, Oder? Das ist wie unbedingt, der ja. Odyssee, den ihr zusammen durchmacht. Voilà. Das hat etwas richtig Geiles. Mhm. Das ist schon so. Also ich kann es effektiv empfehlen, ich meine, für alle die zum Beispiel auch It Takes Two gespielt haben, was ja auch ein Co-op-Game ist, aber jetzt zum Beispiel nicht mehr zusammen, also nicht in der gleichen Wohnung chillen oder so, weißt, sondern halt wirklich der eine steht daheim, der andere steht daheim. Hey, spielen es mal zusammen, weil es ist wirklich fantastisch. Und ja, fängt wirklich mit We Were Here Together an. Und dann, wenn euch das gefallen hat, dann probiert mal We Were Here Forever aus. Also ich freue mich sehr. Es ist, ja, vor allem eben so ein bisschen Rätsel und so. Und wenn man gerne Escape Rooms hat und Gaming und man das dann auch noch verknüpfen kann, und das ist wirklich sehr cool. Und tatsächlich hat es auch unfassbar gute Bewertungen. Und es sieht auch wirklich so aus, als würde sich das jetzt gerade so ein bisschen zu einem von den neuen Game-Tipps oder mausern, tatsächlich auf Steam. Tönt sehr, sehr interessant, Steffi. Und Yes. schaue ich mir vielleicht sogar auch noch an. Tu das. Jetzt ist es ja so, dass wir ja jede Woche nicht nur gut haben, sondern wir hauen ja auch gerne mal kritisch auf den Putz und sagen, hey, das geht nicht oder das regt uns auf oder das regt die Gaming-Welt auf. Und heute, diese Woche ist es etwas, was nicht so schlimm ist. Also Nein. es ist nicht so schlimm. Wir haben tatsächlich auch nur etwas. Genau. Und es hat halt die Leute ein bisschen aufgeregt, aber es ist jetzt nicht ein weiterer Skandal bei Blizzard oder irgendjemand, der wegen irgendetwas aus dem Fenster kommt. Bitte nicht noch mehr. Sondern es ist ein Skandal bei Brack. Nein, es ist natürlich... Wow. Es ist natürlich Starfield. Und zwar ist Starfield wieder verschoben worden. Und es geht dort halt für die Leute um mehr als nur das Spiel, sondern es geht darum, ob Bethesda mit diesem Spiel ihren Ruf und auch ihren Stempel wieder zurückbringen kann. Weil der Bethesda-Stempel, da sind wir uns ja eigentlich einig, der ist mal sehr gut gewesen. Wenn man gewusst hat, wenn Bethesda draufsteht, dann ist geiles Gameplay, dann ist ein geiles Game dahinter, dann ist geiles Gameplay drauf, drin, was auch immer. Ich rede von Spielen wie Skyrim, Morrowind, Fallout. Genau, Skyrim, was ist noch vorausgegangen? Fallout. Oblivion. Ja, Fallout. Nein, also Fallout, das erste Fallout, das zweite Fallout, sogar das dritte Fallout, alles super gewesen. Nachher ist Fallout 76 gekommen. Von dem reden wir nicht mehr. Genau. Heisst auf jeden Fall, dass sie etwas wieder gut zu machen haben, weil sie es sehr vergeben haben. Und darum habe ich auch das Gefühl, dass sie sich bei Starfield mehr Zeit nehmen. Also darum wird es so verschoben. Das ist schon ihr Grund, weil sie sagen, wir möchten das Game besser machen. Und es hat ja wirklich schon so Aussagen gegeben. Und zwar im Frühling 2021. Hat es ein Gespräch es wird das ambitionistischste Game im Jahr 1000. Noch besser. Es kommt besser. Im Frühling 2021 hat man davon geredet, Achtung Steffi, dass es das nächste Cyberpunk könnte werden. Um Himmels Willen. Ich hoffe es nicht. Und man hat ja dann auch noch nicht gewusst, was das heisst. Sonst würde man das ja auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist möglich, dass sich die Verschiebung schon damals hat angebahnt, weil sie auch gemerkt haben,
Goddamn, wir haben gesagt, es wird das nächste Cyberpunk. Jetzt haben wir uns Vielleicht selber nicht so das schlau gewesen, ja. Gut, was man Genau. hier vielleicht auch noch sollte sagen, wir lassen uns Zeit beim Entwickeln von diesem Game. Ist eine leichte Untertreibung. Das Game ist nämlich seit 25 Jahren in der Entwicklung. Und an dieser Stelle kann ich nur mal wieder sagen, das, was ich immer sage, lasst euch lieber ein Jahr, 2 länger Zeit bei der Fertigstellung von einem Game und dafür ist es dann wirklich fertig. Und ganz ehrlich, bei 25 Jahren kommt es auf 1 oder 2 Jahre echt nicht mehr drauf an. Ich meine, dass sich die Leute freuen, das ist selbstverständlich, also das ist, ja, das müssen wir niemandem sagen, das ist klar. Das merkt man auch genug und spürt man. Aber ob es jetzt dieses Jahr rauskommt oder nächstes Jahr, die Leute werden sich genauso freuen auf das Game. Und sie werden es genauso spielen. Und wenn es so gut wird, wie sie es angekündigt haben, und ich hoffe, es wird besser als Cyberpunk, was nicht so schwer sollte werden, das ist nicht so schwer. dann werden es genug Leute spielen, auch wenn es jetzt 1 oder 2 Jahre später kommt als ursprünglich. Oder als noch vor einem Jahr announced. Ja. Genau, das ist sehr richtig. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, also ich finde persönlich, ich gebe Bethesda die Chance nochmal, weil sie haben eigentlich früher bewiesen, dass sie es können. Und ich habe wirklich Bock auf wieder so einen Titel, wo es soll ein bisschen sein wie Skyrim in the future, also Skyrim auf dem Mond, Skyrim Ich sehe schon Version 23, Birthday Edition von Starfield. ja, Skyrim das hat doch irgendwie also 10, 11, 12 verschiedene Versionen und der Cut und Final Cut und Christmas Cut und Birthday Das Cut stimmt, und das stimmt, keine Ahnung das was für... Wenn das Ja, mit Starfield auch passiert, dann hat Starfield, also das sagen wir so, dann hat es Bethesda mal wieder geschafft, ein Game rauszubringen, das einfach unsterblich ist. Und sind wir ehrlich, Skyrim ist basically unsterblich. Natürlich, weil es einfach auch möglich ist, dass man es moddet. Also, Ja. es sind ganz viele coole Mods verfügbar und das macht das Game einfach auch nochmal besser. Ich werfe da noch ganz schnell etwas ein, aber übrigens auch gerade über den Mittag herausgefunden, dass Sifu auch ein Game ist, das man modden kann. Das habe ich auch nicht gewusst. Man kann übrigens man kann scheinbar im Sifu als Hauptcharakter auch zum Beispiel den Neo spielen von Matrix oder so. Lol. Also, es gibt ganz viele so neue Mods, die man kann einbauen im Sifu und wenn du halt das Game kannst modden oder wenn du das freigibst für die Community zum Modden, dann machst du es gleich so viel beliebter, weil Ja. dann gehst du es halt der Öffentlichkeit in die Hände und sagst, hey, macht, finden wir gut, bringt eure Ideen rein. Und dann wird's, wie die Steffi sagt, ein Game, das Infinite Joy kann bringen. Also, das ist auf jeden Fall so etwas. Und darum, ich hoffe sehr, Starfield kann überzeugen. Und sie können mit diesem Game wieder mal zeigen, dass sie Bethesda sind und warum sie Bethesda heißen. Und ja, ich wünsche ihnen dort nur das Beste. Und ich hoffe, dass sie sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass sie nicht zu viel Crunches machen, dass sie einfach ein gutes Game rausbringen. Und sich dafür auch Zeit nehmen, das finde ich voll okay. Ich glaube eben, gerade durch das, dass sie sich Zeit nehmen, umgehen sie so eben auch die hohen Crunch-Zeiten. Und ich bin Fan von jedem Entwicklerstudio, das keine Crunch-Zeiten hat. Das muss ich wirklich sagen. Ja, hey, aber wenn du so gesagt mir ist gerade in den Sinn gekommen, wo du gesagt hast, du hast etwas über einen Mittag gelesen. Ich habe nämlich auch etwas über einen Mittag gelesen. Es passt eigentlich ein bisschen in die Crit-Section sogar. Und zwar habe ich so eine Schlagzeile gesehen, irgendwie von einem E-Sports-Turnier. Es war, glaube ich, aber ein Rocket-Game-Turnier in Wolfsburg. Und im Titel, in der Schlagzeile ist gestanden, man kann Lamborghini gewinnen. Und ich gehe so, wait, what? Okay, Easy. wir haben In-Game können gewinnen. Ja, Voilà, einfach In-Game. Und ich dachte mir so, ja, super, Clickbait des Todes. Hey. Ja, natürlich, Steffi, Oder du gehst wieder mal drauf lame. rein. Nein, Das es hat mich ist- wundern das genau, ist- was es da mit dem auf sich Ja. hat. Aber Eben, wahrscheinlich Wolfsburg, Autostadt, Deutschland, und dann kannst du einen Lamborghini gewinnen. Lamborghini ist kein deutsches Auto, darum bin ich jetzt so ein bisschen irritiert gewesen. Aber ja. Wenn wir den Kump schon gerade machen, Wolfsburg etc., finde ich gut, kann ich gerade noch schnell in
Thema Fußball rein. Ich meine, du siehst, ich habe ein England-Trikot an. Es ist ja auch noch etwas, was im Moment sehr präsent ist, und zwar, dass FIFA nicht mehr FIFA wird heißen. Oh ja! Oh mein Gott, das haben wir voll vergessen! Also ich habe es sondern- letzte Woche noch gewusst. Sorry, Red. Sondern es heisst jetzt EA Sports FC. Und Lame. jeder von euch und jeder von euch kennt ja das EA Sports. Das ist ein Game. Das ist Yes, immer hast du schön am gemacht. immer am Anfang von FIFA gekommen. Mhm. Immer am Anfang von jedem NHL, immer am Anfang von allem. Und ich frage mich, ob es jetzt einfach wird heißen EA Sports FC. Ja, was 100 einfach Pro. weird wäre. Es Aber geht schon. so ist der Name vom neuen Game oder von dem ganzen Projekt jetzt, weil die FIFA hat sich von EA getrennt. Eine von der längsten, wenn nicht sogar der längste Lizenzvertrag im Gaming ist somit aufgelöst worden. Gleichwohl hat EA natürlich die ganzen Lizenzen von den Mannschaften plus die Namen etc. ja gebraucht für das nächste Game. Heisst, sie haben das alles von FIFA wieder erworben. Aber nur Und für das das für- Jahr. Und das für das Jahr. Und das für sage und schreibe ein bisschen mehr als $1 Milliarde. Also das heisst, ja, sie haben jetzt das Dreifache gezahlt, was sie in den vorherigen Jahren haben gezahlt. Ja Weil- gut, wenn man bedenkt, dass die ganzen FIFA-Fans da wieder Unmengen an Geld werden reinstecken für die huren scheiß Packs, die sie dann aufmachen können und ein bisschen Lotto spielen, hätte ich fast gesagt. Ja, Ja, die genau. werden das locker Ja, genau. wieder reinnehmen. Also ehrlich gesagt, ja, habe ich da nicht so Angst. Ich mache mir auch keine Sorgen. Überhaupt nicht. Also ich wäre einfach... Aber haben sie es nicht? Sorry, red. Liebe EA, ich wäre einfach froh, wenn ihr zulässt. Ich wäre einfach froh, wenn ihr das nächste Mal, ich meine, jetzt hat er schon einen anderen Namen, bitte ändert doch auch etwas am Game an sich. Das wäre doch mal etwas. Ein Schritt in eine neue Richtung. Und zwar ein bisschen Änderungen am Game, wo man auch ein bisschen spürt, wo man auch ein bisschen weiss, okay, jetzt hat man sich etwas überlegt, jetzt hat man etwas neu gemacht. Keine Einfach Bugs, für eure bitte. Fans. Keine Bugs und vielleicht ein bisschen weniger auf, ja, wir wollen mega viel Geld verdienen mit Minderjährigen, die die Kreditkarte von ihrer Mutter brauchen, um Packs zu kaufen. Nein, es ist nicht cool. Einfach ein bisschen jetzt seid ihr ja die FIFA los in dem Sinn. Also eigentlich könnte man sich ja jetzt in eine bisschen bessere Richtung entwickeln. Von dem Ja, her, du, ich das meine, wäre machen wir ein bisschen mein mehr Microtransactions, dann geht das schon. Also als nächstes kannst du die Fußballmannschaft oder Spieler als NFTs kaufen. Ich sehe es schon kommen. 100 Pro. Ich sehe es wirklich schon kommen. Aber ja, da tun wir jetzt wirklich zu fest ausschweifen, weil der ganze Ja. Kryptomarkt ist eigentlich schon Oh, lange im bitte nicht, Fußball. ja. Also folgendes, ein FIFA 23 wird es noch geben. Und Genau, das stimmt. ab Das dem 24 eigentlich, also das heisst nicht mehr FIFA 24, sondern es wird der EA Sports FC 24 heißen. Genau. Okay, was für ein riesen Titel, man krank. Ach, das geht noch. Aber ja, und ich glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, haben sie vor allem ja noch irgendwie, also EA hat irgendwie noch so etwas gesagt, von wegen so, ja, das wird ihnen aber die Möglichkeit aufmachen, für mit noch viel mehr Fußballclubs und Vereinen und Organisationen zusammen zu arbeiten oder das werden die Spiele noch viel besser und pipapo. Ich meine, das müssen sie ja jetzt ein bisschen sagen. Sie haben natürlich Schiss, dass jetzt hure viele Fans abspringen, wo es eben nicht mehr FIFA ist. Glaube ich nicht. Ich habe so nicht das Glaube ich Gefühl. nicht. Weil die FIFA hasst jeder. Es tut mir leid, auch wenn es FIFA jemand zulässt, aber es ist wirklich so, Charmant. dass FIFA nicht sehr viele Leute gerne haben, weil sie halt vielen Orten im Fußball die Finger drauf haben und sehr viel Geld verdienen mit dem, was sie machen. Ja, das war eigentlich die Partnerschaft mit EA perfekt gewesen. Die sind Ja, auch ein bisschen aber auf darum- Geld aus, also von dem. Aber jetzt hat auch eine Seite mehr wollen. Auf jeden Fall ist es durch. Es wird anders heissen und es wird hoffentlich sich ein bisschen verändern. Das habe ich nur noch kurz eingeschoben jetzt in unsere Themen. Ist aber auch hat gut gepasst, weil es Voll. ist auch von uns ein Crit-Thema. Total.
somit kommen wir aber auch schon zu unserem Loot. Loot. Und Loot tut gut, vor allem für die Steffi. Oh yes. Und ich kann uns etwas erzählen vom Loot River. Was Nein, ist das? noch kann ich euch nichts erzählen über Loot River. Ich habe mir sie das erste Mal installiert. Für morgen, also für alle, die den Podcast auf Spotify hören, am Dienstag streame ich ja immer ab der 3 auf Twitch. Ist jetzt für euch leider schon durch. Für alle, die im Livestream zuschauen, morgen am 3 streame ich live auf Twitch, hier bei brack.ch. Unbedingt einschalten. Und ich habe mir Loot River installiert, damit ich das morgen im Stream austesten kann. Und es ist ein Roguelike. Und es soll anscheinend sehr schwierig sein. Es ist ein bisschen im Pixel-Look. Ist erst gerade vor kurzem rausgekommen und ich bin extrem gespannt, weil es ist anscheinend echt nicht einfach. Und es hat eine Altersbeschränkung. Steffi. Ab 16 ist es, glaube ich. Ja, ab 16, come on. Ja, aber bist du sicher, das hat Blut und so drin, Steffi? Es ist pixeliges Blut, das geht. Also sonst sagst du es dir, gell? Ja, auf jeden Fall. Nein, ich sage, das hat eine mega coole Wasseranimation. Ich werde morgen sicher reinschauen. Tu das. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich spiele wahnsinnig gerne Souls-like-Spiele. Aber zum Beispiel Death's Door, Tunic, wo ich jetzt so dran bin, die sind ja wirklich fantastisch. Und bei Loot River, wo ja auch, also vor allem ein Roguelike ist, also Hades, habe ich auch wahnsinnig gerne gespielt. Und ich glaube, Loot River ist wirklich beides, also so eine Souls-like, Roguelike, also wirklich alles. Schwierig wie ein Moor, glaube ich, wirklich effektiv, ja. Sieht mega cool aus, wirklich. Also jetzt verstehe ich auch, wieso dass es Loot River heisst. Du bist meistens auf einem Fluss am effektiv, ja. Mit Zeug hin und her fahren. Also ich werde morgen sicher reinschauen. Macht ihr das auch? Die jetzt aber ich will mega sehen. Feilen, kommt vorbei! Genau. Unbedingt für Steffi reinschauen. Und was haben wir nachher noch durch die Woche noch so weiterhin? Wissen wir das gerade? Am Mittwoch streamt der... am Dienstag ist ja mehr ein neues Format. Oh mein Gott, fast vergessen. Da habe ich vorher noch den Stream-Schedule gepostet, also gemacht und gepostet. Am Dienstag, am 1 geht's, also startet ein neues Format, nämlich zu Pen and Paper. Der Cyril startet nämlich sein zweites Format in der Woche. Genau, das ist noch vor meinem Stream. Und er erzählt euch da alles Mögliche, was ihr müsst wissen zum Thema Pen and Paper. Und genau, am Mittwoch kommt dann der Troy, am 3 er streamt Jurassic World Evolution 2. Am Donnerstag haben wir dann wieder Klemmbausteine ab der 11 bis zum 1 mit dem Cyril. Dann macht er weiter mit seiner Orchidee. Und am Freitag haben wir dann am 2 der Blake. Er streamt... Huh? Ja, genau, ja. Er streamt This War of Mine. Das ist ein Kriegsspiel, aber aus der Sichtweise von einem Zivilist. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr brutal. Ich habe mir das auch geholt, einfach weil man damit eine Zeit lang Ukraine unterstützen. Und also alles, was sie eingenommen haben, ist direkt an die Ukraine gegangen. Und ja, krasses Spiel. Bin ich auch sehr gespannt, werde ich da auf jeden Fall reinschauen. Und wir sind 6 Mal live diese Woche auf brack.ch, auf dem Twitch-Channel. Das ist crazy. Wow, das ist schon gut. Das ist mega nice. Ja, voll. Super. Das zieht langsam an. Das ist super. So sieht's aus. Und das geht natürlich auch nur dank unserer coolen Community, dank dem, dass ihr uns immer unterstützt. Könnt ihr schauen und hier eure Likes, Follows und Liebe da lasst. Oh yes, unbedingt. Also auf Spotify bewerten, das ist super wichtig. Teilt auch die Episode mit euren Liebsten und Kollegen, das würde uns mega helfen. Genau, und ja, Leute, es ist pushen. Das ist nicht so schwierig. Ja, noch schnell etwas anderes. Es ist Mental Health Monat, passt auf euch auf. Genau, das ist noch schnell so am Rande. Yes. Immer ein bisschen auf euch und auf eure Nächsten aufpassen. Besser darüber reden, als für sich behalten, sage ich immer. Gell, Steffi? Absolut, dieser Meinung bin ich auch. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche im Podcast oder im Streamen mal diese Woche. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Wupp, wupp. Was lachst du? Ich habe eigentlich gedacht, ich mache einen Gentleman-Move und lasse dir zuerst von Loot River erzählen, damit du mir nachher von Bloodhunt kannst erzählen. Nö, du hast schon genug erzählt.
Ich habe Blattern. Nachher sagt sie einfach «Tschüss zusammen». Und ich so «Alright». Also gut. Also ich sage nicht mehr. Das ist gut. Hey, wir Das haben ist eine gut. Reihenfolge. Wenn du das Thema einfach überspringst, gehe ich davon aus, du willst doch nicht darüber erzählen. Okay, ist gut. Ist gut. Das verstehe ich. Ist kein Problem. Aber ist okay. Für das nächste Mal weiss ich es. ja, Dann frage ich dich so ja, on-stream, ich so weiss. Nico, du hast jetzt zwar das nicht angesprochen, aber willst du vielleicht gleich drüber reden? Ja, du müsstest mich noch ein bisschen herziger fragen. Das wäre dann super so. Also wirklich so richtig, weißt du, so. Könntest du mir bitte sagen, Nein, ob du das vergiss es. Thema noch möchtest anschneiden? Und dann würde ich je nachdem entscheiden. Das fände ich super. How about no? Du hast letzte Woche schon so viel über die Blatthand geredet, Mann. Aber komm, erzähl jetzt. Also, nur noch schnell. Du willst es spielen, deine Kollegen wollen aber nicht mitspielen, weil es Vampire sind. Ja. Seit wann sind Vampire so uncool? Seit Twilight, du weißt es. True. Seit Twilight. Der Edward, oder wie hat er geheißen? Edward, oder? Hat er geheißen? Hat alles kaputt gemacht mit seiner Glitzerhaut. Der Awkward Ed. Genau. Übrigens, der Dürri hat vorher noch geschrieben, dass der Soru, also Off of the Babos Gaming, letzten Sonntag, also gestern, glaubst du, nee. Und dann den dritten Platz bei Hearthstone hat er gattert. Ja, das ist natürlich auch recht nice. GG an dieser Stelle noch. Und der Martin hat gefragt, wie lange Cyberpunk noch überlebt. Ich denke noch ein Weile, weil anscheinend mit den ganzen DLCs und den ganzen Verbesserungen und so weiter ist es, glaube ich, jetzt wirklich noch mal deutlich besser geworden. Ich denke so, ich habe es auch wieder gespielt. Also nach 1.5 Version ist es wirklich ein Game gewesen, wo man wieder anfangen zu zocken. Hat auch gefällt. Also, hey, probier's mal aus. Im Fall, es ist gar nicht so schlecht. Okay. Ja, mal schauen. Ich hasse ja. Also vielleicht kann ich irgendwann mal Zeit mal wieder reinzuschauen. Wobei, ich liebe, glaube ich, meine Indie-Games noch ein bisschen treu. Ganz ehrlich, die sind so cool. Gerade wenn ich eben so Games wie Tunic anschaue, muss ich wirklich sagen, ich habe alles, was ich brauche. Ja, voll. Völlig. Völlig. Darum sage ich, im Endeffekt ist jedes Spiel für jeden Mensch auf irgendeine Art gut oder schlecht. Und Cyberpunk gibt es definitiv auch Leute, die von Anfang an gesagt haben, sie finden es geil. Yves, grüß gehen an dich. Ich weiss, dass du aber bist, der Cyberpunk immer geil gefunden hat. Ja, true. Und ich habe also auch wegen dem Yves wieder angefangen spielen. Der Yves übrigens ohne das Mitglied von unserem Gaming-Team auch schon hier im Podcast gehockt. Das ist die Influencerin vom Yves Rino. Genau, der Yves hat mich dadurch beeinflusst. Darum habe ich Cyberpunk nochmal angelenkt. Und muss einfach sagen, hey, zum Glück habe ich es gemacht. Das Riff so einfach Death Star mal spielen. Also weiterspielen. Unbedingt. Er ist immer noch beim ersten Boss. Das ist genau so. Das hat er jetzt nicht gehört. Ja, von nichts erzählt. Ja, aber so ist es. Manchmal bist du besser in einem Spiel, manchmal weniger. Manchmal machst du dir Mühe, manchmal weniger. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also, ich glaube, der Yves hat uns gerade zugelassen. Von dem her, perfekt. Das ist super. Sorry, Yves, hatte ich trotzdem gerne, you know. Solltest aber gleich mal weiterspielen. Und Tunic kannst du gerade anhängen. Oh, ich freue mich. Ich streame heute Abend auf meinem Channel Tunic weiter und ich bin in einem neuen Gebiet und es wird fantastisch. Hey, das klingt schon richtig gut. Hey, bis ich das Gebiet gefunden habe, gell, habe ich 4 Stunden gesucht. Aber dann ist es doch ein bisschen anspruchsvoll, das Game. Es ist verdammt schwer. Nur weil es herzig ist es nicht leicht. Das ist wirklich so ein verdammt schwieriges Spiel. Aber auch nur, wenn man nicht schnallt, dass man sich upgradet, das ist ein bisschen einfacher. Aber es nimmt einem halt überhaupt nicht an die Hand. Heutzutage ist man sich halt Games gewohnt, wo einem so an die Hand nehmen und sagen, jetzt musst du da her, jetzt musst du da her, jetzt musst du da her. Und sagen wir es so, Tunic ist eher wie ein Link to the Past. Also das heisst einfach so, ja, mach mal. Fing raus, wo du her musst. Ja, voll. Das macht für mich, also ich habe ja ein bisschen zugeschaut und ich habe dann
zuerst mal müssen sagen, ja, mich macht es jetzt nicht so an, keine Ahnung, aber ich habe jetzt so von Schlecht. anderen Leuten gehört, dass es wirklich anspruchsvoll sei. Das ist Von nice. dem her, Also es von ist so dem ein her- Game. Ich habe, glaube ich, müssen feststellen, effektiv, dass ich wahnsinnig gerne schwierige Games habe. Mit einer schönen Grafik. Weil ich einfach... Und mit einer schönen Das ist- Grafik meine ich also so Comic-Grafik. Ich habe so einen geilen Spruch, Steffi, warte schnell. Warte schnell. Steffi, das ist so verständlich. Du bist schon, Ich habe gerne weisse Autos. du bist schon eine schwierige Frau mit einer schönen Grafik. Oh, oh Gott, ich glaube, ich nehme das in meine Bio. Hallo, ich bin eine schöne Frau mit schwieriger Grafik. Nein, umgekehrt. Hallo, ich bin eine schwierige Frau mit schöner Grafik und ich mag meine Spiele genauso. Oder hallo, ich mag meine Spiele genau wie ich bin. Schöne Grafik, aber schwierig oder irgend so etwas. Schwierig, Ja, aber mit schöner Grafik. Sehr gut. Und dann so Take it. unten dran, also, geht gut. Genau. Nein, ich muss wirklich sagen, so Games eben wie Hades oder eben Death's Door, der Tunic, die lösen in mir echt mega so Dings aus, der Ehrgeiz. Und ich kann da stundenlang failen, bis ich es effektiv mal geschafft habe. Und vielleicht muss ich mich gleich mal irgendwie an ein Game wie Elden Ring probieren oder antesten oder so. Ich weiß es nicht. Unbedingt. Mal schauen. Können wir auch, ich kann dir auch mal eine Einführung geben. Musst nicht, ich habe Dark okay. Souls 3 gespielt, also angefangen, aber Ja, das war halt ja. gar nicht meins gewesen, irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich recht Okay. gehasst. Aber dort ist halt die Asien-Grafik nicht gern, das ist mir viel zu düster und zu grusig. Und da fühle ich Ja, mich aber halt, das ist bei Elden das Ring spiele ich nicht dann so. nicht Also, gern. Aber Elden Ring Ja. ist ein bisschen schöner. neutraler. Genau, und es gibt dann auch noch Alternativen wie Nio zum Beispiel, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir tun uns mal zusammen diskutieren, Steffi. Ja, mal schauen. Ich habe jetzt gemerkt, dass... ich habe jetzt gemerkt, dass... Steffi, manchmal... ich habe jetzt gemerkt, dass das Wetter mega schön ist geworden und ich glaube, dass ich ganz sicher nächstens möchte ich noch schnell die Sonne genießen. Bis Same. seid mir also bitte nicht böse, wenn ich das jetzt in den nächsten 5 Minuten werde machen. Das heisst, Und Steffi, arbeiten was tun wir meinst nicht. du? Nein. Ja, nein, mir geht es genau gleich. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt einmal. Noch nicht in Feierabend, aber dann mal eine Pause. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Oder heute Abend. Heute Abend ist ja Montag. Oh, Jesus. Morgen sehen wir uns. Und ja, oder hören uns in einer Woche wieder hier. Auf jeden Fall. Also, Oder der Steffi- auf Spotify im Podcast. Wie ihr wollt. Also, Sucht noch etwas Also- aus. Ich bin omnipräsent. Doch, Sorry. komm jetzt Also, auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Und Habt's gut, habt euch Sorge. Wir hören Bis und sehen uns. Ciao zusammen. tschüss zusammen.